was bisher geschah. Aber dieses Mal glaube ich an einen Sieg, einen sehr knappen Sieg. 1:2 für den FC. Ja, wer austeilen kann, der muss auch einstecken können. Deswegen habe ich mir heute mal die Eselskappe aufgesetzt, wie damals in der Schule, vor über 100 Jahren. Ja, wenn ich schon so eine große Fresse habe, dann ist es auch gerechtfertigt. Ja, deswegen herzlichen Glückwunsch. Was heißt herzlich? Also ja, Glückwunsch an die Gladbacher Derby-Sieger. Ihr seid heute der Derby-Sieger. Oh Gott, ey, ich hab gehofft, dass mir meine eigenen Worte nicht vor die Füße fallen, um es mal so auszudrücken. Aber leider Gottes hat uns einiges heute jeglichen Punkt gekostet. Und jetzt stehen wir da. Jetzt haben wir den Spott. Genießt es. Wir werden aber noch ein Rückspiel haben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Da bin ich mal gespannt, wie die Karten bis dahin gemischt sind. Aber fürs Erste müssen wir halt damit leben. Mit einer Niederlage in die Länderspielpause gehen. Ja komm, jetzt können wir das Ding jetzt mal absetzen. Versuchen wir doch mal wieder ein bisschen seriös zu sein. Was soll ich großartig sagen? Ich meine, bisher hat Christopher Lund eine recht gute Saison gespielt. Auch im letzten Spiel fand ich ihn richtig gut. Also im vorherigen Spiel, aber heute, das war weder sein Tag noch irgendwie sonst was Positives in dem Sinne. Also eine komplett unkonzentrierte Leistung, 2 Elfmeter verursacht. Bis dahin dachte ich mir, okay, jetzt langsam kommen wir voran. Die ersten 8 Minuten dachte ich mir so, okay, das ist ein ziemliches Geplänkel. Wir tun es ein bisschen schwer, irgendwie nach vorne durchzukommen. Aber dann hatte ich so ein bisschen ein besseres Gefühl zwischendurch. Ja, und dann in der 45. Spielminute, beziehungsweise ein bisschen so kurz nach der 45. Spielminute. Ich weiß, er wird ein Stück geschubst, ist aber trotzdem unglücklich. Es ist trotzdem unglücklich, wie er da in den Gladbacher sich reinwirft. Dennis Eitekin schaut sich die Szene an und entscheidet auf Foul-Elfmeter. Und hier kann man jetzt streiten, wie man will. Aber Dennis Eitekin ist für mich der beste Schiedsrichter im deutschen Fußball. Und wenn der sagt, ist ein Elfmeter, wenn der sagt, ist ein Foul, wenn der sagt, ist eine Karte, dann hat das Hand und Fuß. Wir haben bisher sehr viele positive Erfahrungen mit Dennis Eitekin machen können und ich kann ihm da nur zustimmen. Ja, wir dachten dann, okay, ja, mit so einem Rückstand kannst du ja auch in die Halbzeitpause gehen. Ist ja nicht das erste Mal in unserer Vereinsgeschichte. Wir könnten vielleicht noch das Spiel drehen. Ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, bevor ich es hier erwähne, stimmt ja. Es war ja nicht der Foul-Elfmeter, der die Führung erzielt hatte. Marvin Schwäbe hat ihn ja herausragend gehalten. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Ich habe das Spiel noch gar nicht sacken lassen. Ja, er wehrt den Ball perfekt ab. Es gibt aber noch Ecke. Und ja, diese Ecke wurde dann halt entsprechend verwandelt von Sander. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit wurde mittlerweile Said El-Mala ausgewechselt. Ich dachte mir auch schon zu dem Zeitpunkt, komm, er hat nicht schlecht gespielt, fand ich, aber es war auch nicht irgendwie eine herausragende Leistung. Ja, vielleicht war es doch ein Fehler, ihn vor Anfang an zu bringen, statt Ragnar Ache. Weil Ragnar Ache, sage ich ganz ehrlich, ich habe so das Gefühl, so mental nutzt es ihm mehr, wenn er von Anfang an spielt. Und im Nachhinein gab es dann in der 62. Minute einen weiteren Elfmeter, diesmal ein Handelfmeter. Christopher Lund hält sein Händchen entsprechend hin. Eitekin überprüft die Szene ein weiteres Mal. Handelfmeter. Dix verwandelt ihn. Ja, und ab dem Moment war das Spiel für mich gegessen. Ich habe auch das dritte Tor gar nicht gesehen. Erst in der Wiederholung. Ich war mir nämlich zwischendurch eine rauchen, weil ich dachte mir, okay, ist jetzt gegessen. Weil ich bin ja kein irgendwie Analytiker oder sowas in der Richtung. Ich bin immer noch so ein Fan, der halt einen YouTube-Kanal hat und auf emotionale Art und Weise das Ganze hier widerspiegelt, wie er das Ganze fühlt, was sich hier so tut. Und ich konnte mir halt einfach mal für ein paar Minuten lang nicht ansehen und dann sehe ich, ja, alles klar. Hast du ja auch noch hier das dritte Tor verpasst. Ihr wisst, ihr merkt, mir fehlen langsam die Worte, weil ich ein bisschen niedergeschlagen bin. Weißt du, da bist du einmal, nachdem du ständig auf Unentschieden, auf Niederlage gegen deine eigene Mannschaft tippst, bist du mal ausgerechnet im Derby irgendwie so optimistisch und dann passiert sowas. Dann bereust du es. Bin schon fast am Überlegen, den Rest der Saison jetzt jedes Mal die Münze zu werfen, wenn ich tippe. Aber das Tippen ist ja ein fester Bestandteil des Kanals. Traditionen soll man wahren. So wie dieses Derby nach wie vor eine ganz große Tradition ist. Wir haben uns danach nicht mehr durchringen können. Gab noch in der 90. beziehungsweise in der 92. Spielminute, wenn ihr so wollt, nochmal einen Foul-Elfmeter und Luca Waldschmidt verwandelt ihn. Zuvor gab es noch so eine Szene, da hat er den Ball mit einem Weitschuss nochmal im Tor verwandelt, aber der wurde nicht gezählt. Aber was bringt uns dieser? Das war halt wirklich nur so Ehrentreffer, gut für die Statistik, wenn überhaupt. Das bringt uns genauso viel, als wenn du abends von einer Gruppe Halbstarker überfallen wirst und du schaffst es wenigstens einen Schlag zu setzen. So viel bringt uns das. Vom Gelaufen. Ich hoffe, die Mannschaft kann damit umgehen. Ich hoffe, die Mannschaft wird sich
in den kommenden 2 Wochen wieder fangen und wieder Selbstvertrauen tanken, weil der nächste Gegner ist scheiße schwer, Eintracht Frankfurt. Ich schaue mir das Spiel von Frankfurt morgen mal an, um ein bisschen mir ein Bild von denen etwas klarer zu verschaffen zu können, aber Frankfurt ist in den letzten Jahren einer der stärksten deutschen Vereine geworden. Auch wenn wir zu Hause gegen sie eine gute Statistik haben. Karma is a bitch, liebe Freunde. Bin schon gespannt auf die ganzen Kommentare, die jetzt unter diesem Video landen. Ja, wie schon gesagt, wenn ich schon so eine große Fresse gehabt habe, dann muss ich schon dafür gerade stehen. Und mehr wüsste ich jetzt an der Stelle auch nicht mehr dazu zu sagen. Lebt damit, das ist meine Reaction. Gladbach hat das Derby gewonnen. Ich beende die Sendung jetzt einfach mal, bevor wir hier irgendwie noch großartig irgendeinen Blödsinn von uns geben. Ist vielleicht auch besser so, weil so ganz verarbeitet habe ich es noch nicht. Hab wahrscheinlich auch viel zu schnell die Kamera angemacht, weil sowas musst du erstmal verdauen. Es wäre jetzt dumm zu sagen, sie hätten es nicht verdient. Wenn wir halt so eine Scheiße bauen und Christopher Lund halt so eine unkonzentrierte Partie abliefert, das soll jetzt nicht heißen, dass ich ihn komplett in Frage stelle, aber heute, das war einfach schlecht. Das war einfach schlecht und vielleicht war er auch im Nachhinein ein bisschen zu spät ausgewechselt worden. Ja, ein hitziges Derby, ein wirklich, wirklich hitziges Derby geht zu Ende. Mit uns als Verlierer. Und die Gladbacher dürfen heute nur in ihrer Dorfdisco ordentlich abfeiern. Und in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann sage ich mal an der Stelle auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.